Servus. Hey, jetzt im Partnerlook, oder wie? Wieso? Das ist doch ganz anders weiß. Zahnbürsten? Habe ich vergessen, danke. Hast du bei der Hermine übernachtet? Ich habe die Scheidung eingereicht. Was hast du? Scheidung eingereicht? Genau. Einvernehmlich. Was heißt der einvernehmlich? Der reagiert ja sowieso nicht. Darum geht's ja, der hat ja keine Eier. Also nicht einvernehmlich. Warum reißt du dann Scheidung ein? Dass er vielleicht einmal aufwacht. Dass er sieht, dass ich ein Juwel bin und dass ich was wert bin und dass er ohne mich vielleicht gar nichts ist. Mei, Frieda, das ist doch eh klar, dass du ein Juwel bist. Ja, aber ihm nicht. Was machst du jetzt, wenn er zustimmt? Zustimmen. Er hat doch nicht einmal jahrzehntelang Umzug zugestimmt. Da wird er gerade als Scheidung zustimmen. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Da wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher. Jetzt haben wir ein Problem. Wieso? Ja, weil ich habe gerade zufälligerweise einen Brief aufgemacht. Das ist jetzt ein Brief vom Amtsgericht. An dich, oder was? Nein, an Frieda halt. Da. Ja, das heißt erstmal gar nichts. Das müsste man erstmal genauer überprüfen. Ja, was aber das steht ist denn ein- da? Da steht, er hat zugestimmt, hier. Ja, das heißt dann. Ja. Gut. Ist was? Machst du mir noch ein helles, bitte? Genau, das ist eine gute Idee. Ich nehme auch eins, bitte. Ein helles. Helles. Oder wie viel Uhr? Ja, egal. Du kennst ja dich beim Lotto aus, weil schau, die habe ich gefunden. Woran erkennt man, ob die bezahlt sind schon? Kriegt man nicht einen Beleg, dass man eingezahlt hat? Danke. Was soll ich denn jetzt machen? Weiß ich nicht, du hast den Brief aufgemacht. Der Du es Herrschaft. auch. Gib mir. Ja, aber so, das ist doch wurscht, wenn er aufgemacht hat jetzt, Herrschaft. Das ist doch scheißegal, aber muss ich... Was ist denn los? Da ist so ein Brief vom Amtsgericht. Jetzt habe ich den blöderweise aufgemacht, weil... Wieso machst du meine Post auf? Ja, das ist jetzt wurscht, ob ich aufmache oder du. Das kannst du zu Hause lesen später. Was steht denn drin? Im Prinzip nichts. Ja, wenn du meine Post schon gelesen hast, dann kannst du mir auch sagen, was drin steht, oder? Also rein hypothetisch. Ja. Hypothesenbildungen helfen ja, um die Dinge in einer größeren Klarheit zu sehen. Jetzt mal angenommen, der Ja, was ist denn Robert jetzt für ein Schmarrn? Du redest auch schon wieder um heißen Brei und er stimmt halt zu. Also ich hol auch nicht, das steht halt da drin jetzt, dass er... Okay. Schau, Das glaube ich nicht. da irgendwo da. Ja. Boah, ist das ein Arschloch. Oh, ist das ein Arschloch. Ja, das gibt's ja gar nicht. Was ist denn das für ein Schlappschwanz? Bisschen ein Schlappschwanz ist schon. Du kennst ihn doch gar nicht. Ja, kannst mir halt vorstellen, so wie du ihn beschrieben hast. Oder egal. Das Ganze ist doch eine Vermeidungstaktik von dir. Es ist ein Wegducken, das wirklich in die vollkommene Ohnmacht führt. Schau mal, du gibst ihm jetzt unglaublich viel Macht. Das, was du tun musst, ist, dass du erstmal an deiner Ehrlichkeit mit dir selber arbeitest. Das heißt, du musst hinschauen, dranbleiben und es dann aussprechen. Verstehst du? Na. Was um mache ich denn jetzt? Ja, das weiß ich. Ich bin ja kein Therapeut. Schmarrn, unterschreibst einfach nicht. Ganz genau, ich unterschreibe das. Ja, ja genau, weil schau, der Depp hat das gar nicht verdient, dass du Genau, der unterschreibst. soll sich zum Unterschreiben eine andere suchen, ganz genau. Ja, das kann er ja jetzt, wo er praktisch geschieden ist. Der ist ja gar nicht geschieden. Aber er könnte vielleicht, also wenn du nicht unterschreibst, auf Härtefall plädieren. Ich meine, hast du ihn mal sexuell genötigt oder so? Irgendwas? Ja. Ihn. Naja, dann wäre es ein Härtefall, dann könnte er die Scheidung durchdrücken, auch wenn sie nicht unterschreibt. Wenn du falls du jetzt einen Scheidungsgrund so brauchst, also für die unvereinnehmliche Scheidung, die Sabine war mit ihm letzte Woche im Kino. Was ist? Ich verstehe das nicht mit deinen Paragraphen da. Was meinst du denn damit einvernehmlich oder nicht einvernehmlich? Was ist Wenn er tatsächlich eine Freundin hat, wäre es ein Härtefall und dann, mit dann wäre es wem ein war der im Kino? Frieda, das ist völlig normal, dass Männer, ältere Männer dann auch mal was mit jüngeren Frauen haben. Das stimmt wirklich, ich habe das gelesen. Das ist genetisch bedingt. Was mache ich denn jetzt? Ja gut, wenn jetzt die Akte da ist irgendwo, dann müsste man ja nur die Akte so weg. Wo liegt denn sowas jetzt? Beim Familiengericht. Also das ist jetzt blöd, weil da müsste man jetzt einbrechen. Wer kennt denn jemanden beim Familiengericht? Du kannst ja nicht einfach hingehen und die Akte löschen, das ist ja Doch, kriminell. Der Fips.
Der Spitzel? Ja. Der ist beim Familiengericht. Ja, Ja, ruf den an. Fips ist ein Großmaul, der macht das nie im Leben. Der Aber warum redet denn den ganzen nicht? Tag das nur. ist kein Großmaul. Der Hupsi, bitte, ruf ihn an. Ich kann doch nicht den anrufen und sagen, er soll im Akten verschwinden Jetzt lassen. stell dir nicht so an, ich meine, jetzt überleg einmal die Konsequenzen, wenn das hier jetzt irgendwie Das ist da... ein Freund von mir, der macht sich strafbar. Da musst du jetzt entscheiden, auf welcher Seite du eigentlich stehst. Super. Okay, ich rufe ihn an. Nein, ich kann aber, mein Akku ist leer. Nimm halt eins. Ja, das- Na, das ist Amtsmissbrauch, der verliert seinen Job. Ich glaube, ihr habt recht. Komm, ruf ihn an. Es wird nie so heiß gegessen wie gekocht. Ich weiß die Nummer überhaupt nicht auswendig. Ja, 0151, kommt Tipp, ja. 8371540. Wieso weißt du die Nummer von Fips? Ich bin halt gut mit Zahlen. Also er hat gesagt, das geht theoretisch. Eigentlich ist mein Problem überhaupt nicht gelöst. Warum jetzt? Vielleicht müsst ihr einfach mal miteinander reden. Ja, schon.